Ja, was ist da los? Geht da was oder wie? So, grüß Gott, und leg mir was, da geht's ja schon zu am Feiertag. Da sieht man wieder ganz genau, wer frei hat. So. Grüß Gott, in den Haufen. An die Mrs. Fichterli, Press F for Respect für die Fichterli, die keinen Feiertag hat. Ich glaube, ich wohnt auch in Alfheim, habe ich mal gehört. Was? Mrs. Kartl, Mr. Boxer, Mr. Highlander, Mr. Saiching, Mr. Werb, Mr. Opzo, ich hoffe, Mrs. Wifey, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Mr. Herbert, habe ich dir, grüß euch. Alles gut bei euch. Perle, grüß dich, servus. Wie geht's euch? Alles fluffig, flauschig, ich hoffe doch. Ich hoffe, es ist alles sauer aufregend. Wenn wir uns schon so glorreich an einem, naja, für die meisten an einem Feiertag versammeln. Ein paar wenige müssen leider darunter leiden und haben heute einen ganz normalen Wochenstart, wie wir den sonst eigentlich auch haben. Aber gut,
Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, habe ich gehört. Feierabend war grandios. Mrs. Fichterli halten sie noch eine gute Stunde durch, dann haben sie Feierabend. Ja? Einen wohlverdienten, wohlgemerkt. Ja? Lasst man es einfach einmal so im Raum stehen. Ja? Ich versuch, dass ich irgendwie ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Ja? In Form von geschubster Unterhaltung. Wie geht's dem Flauschis? Haben sie gerade hingeflaggt. Also ich gehe jetzt mit davon aus, gut. Die waren halt schon eine gute Stunde am Balkon unterwegs. Also die haben jetzt ein bisschen geplättet. Haben aber bis vor 5 Minuten an der Druck an Semi hingenagelt. Alles flauschig, schreibt der Wert. Das ist zauberhaft. So, ich vielleicht muss ich ein wenig leiser machen. Merke ich gerade. Also da haben wir uns mal ein wenig leichter. Sehr gut. So. Jassi, grüß dich, habe ich dir. Oh, die ist wieder, ich glaube, die ist ausgeschlupfen jetzt, oder? Ich meine, ich glaube, dass der jetzt einen 12-Stunden-Schlaf hinter sich hat. Alles fit bei dir, Jassi. Kann ich vielleicht auch schon ankündigen, also das ist jetzt ungefähr zu 90% safe. Wir werden am Sonntag voraussichtlich um 13 Uhr nochmal eine Runde Ghost Exile spielen. Das war ein Wunschgame vom Sai, das haben wir letzte Woche einmal gespielt. Und dann hat sich ja die Community dazu entschieden, dass wir nur einmal eine Runde spielen sollen. Und das wird jetzt wahrscheinlich Sonntag 13 Uhr stattfinden. Ja, genauer Bescheid sagen tue ich da nur mal, aber das können wir, glaube ich, zu 90% safe halten. Sagen wir mal so. Angel, habe ich dir, grüß dich. Alles fit bei dir. Hast gar nicht so weit geschlafen, aber es geht schon wieder. Das ist recht. Hauptsache, du bist wieder fit. So, aber die Frage ist jetzt, warum geht der Shoutout nicht? Der sollte eigentlich funktionieren, wo Richterli gerade einer geworfen hat. Jetzt, Moment einmal. Arbeitet da wer in Alten- und Beeinträchtigungsbetreuung, also ich nicht. Ja. Ich leider nicht. Price habe ich die Servus. Blutsack hat da schon wieder Fredo. Ja, bist du bescheuert. Jetzt muss ich aber den erst einmal selber schauen, warum. Ah, okay, ja. Na, warte mal. Hä? Ach so, ja, weil du verschwimmen hast, deswegen geht er nicht, okay. Genau, jetzt halt. Passt. So, Freunde, wir tun halt dezent in God of War weiter. Habt den Titel wahrscheinlich schon entnehmen können, ja. Der Ranzen ist voll, die Kirche auch wieder putzt und jetzt marschiere ich zum Bruder und hol mir. Ja, du, süß bzw. Nachspeise. Gut, kann man Kaffee als Nachspeise bezeichnen, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ist wurscht, das geht immer. Das geht immer, bekanntermaßen. Ja, wir dürfen heute in God of War weiter. Wir haben in Alfheim Stäblem, da haben wir letztes Mal noch hingegeben, das ist scheinbar irgendeine riesige Pflanzenwelt. Und wir haben ja jetzt bekanntermaßen Obergärtner mit unserem Superhacke. Wir müssen mal schauen, ob wir die Alben irgendwie unter die Arme greifen können. Du hast auch gerade eine Schaumrolle gemacht. Sehr gut. Ja, ich hab halt, was habe ich heute schon gut? 2 Schinkenkäse, Brezen und 2 Nussini. Und nachher gehen wir noch borisch essen, die Mayonnaise, zum Abschluss des Urlaubs. Also wird auch noch zauberhaft. Gestern ein Fleischschockhaus gehabt, also wie ich es vermutet habe, ich habe mir mal so dermaßen krass ins Koma gefressen, dass es nicht mehr schön war. Ja, das wird sich wahrscheinlich heute auch nicht ändern. Alfheim, also bist auf Melmac. Mr. Highlander, der Kader jetzt leider nicht ganz viel. Ich bin, was die nordische Mythologie anbelangt, leider nicht ganz so bewandert. Ja. Bei der griechischen Mythologie kann ich ein wenig verzeihen oder kenne mich ein bisschen aus, aber bei der nordischen ist das leider absolut nicht der Fall. Gut. Streamer, der wir halt ungefähr bis um eine, ja, ich darf jetzt einmal sagen, bis um eine 5. 5 Mal ist eine zauberhafte Zeit. Das sind 2,5 Stunden, meine bringen wir schon ein bisschen an Content unter. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Übrigens, Jassi, ich weiß nicht, ob du das schon da hast, zufälligerweise, falls nicht, die Wort ist bereits vom letzten Stream ist bereits auf dem YouTube-Channel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du schon auf dem neuesten Stand bist. Bei mir gibt's gerade Pizza und Salat. Kattel, dann wünsche ich dir einen herzhaft guten Appetit. Los, das schmecken.
Was beim Bike gar in Hutturm beim Burger. Ja, bietet sich halt an, gell? Wenn man halt schon mal in Hutturm ist, dann kann man auch mal mit dem Bike geschwind im Burger King vorbeischneiden. Ja, so ist es jetzt auch nicht. Alf, Serie Heimatplanet Melmark. Also ja gut, das liegt. Alf ist eine Generation vor mir, den hab ich tatsächlich nie geschaut. Steinigt's mir bitte nicht, ja? Alf war leider eine Generation vor mir. Ich hab's mir eigentlich zumindest einen größeren Teil ein bisschen vor. Ey, das ist so zauberhaft, wenn ich höre, dass leider meiner Wort oder in meinem Stream einschlafen. Also muss ich irgendwie, weiß ich nicht. Soll ich vielleicht mal Hörspiele aufnehmen? Was meinst du? Bin bei God of War nicht auf dem aktuellen Stand, dafür bei Pokémon. Sehr gut, Mr. Option. Sehr gut. Da haben wir gestern ja spontan doch noch weitergespielt. Gestern ist aber nicht allzu viel passiert, das hast du aber eh gesehen. Interessant wird's dann am Mittwoch. Da wird's dann wieder ein bisschen intenser. Du hast die Befehle vergessen. Schau mir einfach im Mod-Channel bei den angepinnten Nachrichten, da haben die ganzen personalisierten Shoutouts drinnen. Also, wenn es wirklich war. ASMR-Streams. Sollen wir jetzt quasi einen Pool auch noch aufstellen da drin, oder was? Zwecks der Finanzierung war es gewesen, habe ich gehört. Nein, so weit bringt's mir nicht. Das einzige ASMR, was ihr mal im Stream finden werdet, ist das Einschenken, ja, aber sonst schon nichts auch. ASMR so richtig, nein. Ich glaube, da bin ich nicht. Da meine ich, das war der Untergang der Bazigang, ja, wenn ich mich auf das Niveau oberlassen darf. Das glaube ich, Gibt's eigentlich irgendeinen männlichen ASMR-Streamer? Gibt's sowas? Das ist, glaube ich, non-existent auf Twitch, oder? Das ist zumindest noch eins der wenigen Dinge, die noch nicht existent sind auf Twitch. Kannst du eine Märtelkiwi. Streamer aus der Märtelkiwi. War auch mal cool. Auf TikTok schon? Okay. Ja, TikTok bin ich nicht. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der noch nicht auf TikTok ist. Wahrscheinlich auch gut so. Oh, ASMR-Einschenker von der Perle. Ja gut, okay. Muss ich mir da noch was zum Trinken holen. Kreuzfix. Gibt's ein Katzen-ASMR, das ist flauschig. Ja, okay, das sind Viecher. Das losen wir jetzt ja gerade noch so ein. Ja? Also wenn man die so kratzen hört oder so, okay. Das sind halt Tiere, ne? Aber gut, ich verstehe halt, ich hab den Sinn nicht verstanden, warum man sich da irgendwo so einen Plastikkasten da aufsteht und da nicht schlägt. Weißt du, ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß es eh nicht. Muss jeder selber wissen, was er tut, aber für mich war das nichts. Ein Pool aufstehen und oben ohne rumlaufen, Fuse. rein faktisch wären männliche Streamer oben ohne nicht bauen, weil es erlaubt ist. Ja? Da haben wir wieder bei Gleichberechtigung. Ja? Mach das mal als Frau. Glaube ich, ist eine semi-geile Idee. Schnurren, ja, oder das zum Beispiel. Ich schlaf bei allem, was im TV rennt. Jassi hat einen krassen Jumpscare. Ich schlaf, Bazi schlägert sich mit Zombies. Ich schlaf, Fichtel schlappt mit der Gusseisernummer dumm. Ich schlaf, der Sei versucht zu streamen. Ich schlaf. Bis der Pfichterli mal Gusseiserne auf den Bimbus haut, dann glaube ich, schlafst nicht mehr. So, ich hol mir jetzt schnell was zum Trinken, dass wir das ASMR-Einschenken noch schnell geschwind über die Bühne bringen und dann fahren wir das Zocken auf in der Sonne, ja? Die Wurzelheinis da aus Alfheim, die lassen auf sich, die wollen wir nicht warten lassen, ja? Die brauchen einen Hackel im Gesicht, habe ich gehört. Bin gleich wieder da. Nicht weggehen! Im Pool mit Borat-Anzug glaubt man, du bist die letzte Person, die das sehen will, ja? Ich mag den neuen Text da, Hashtag Flauschknädel. Ja, die sind super. Die neue, also Twitch, da geht ausnahmsweise mein Daumen raus, das habt ihr zauberhaft gemacht, ja? Das ist eine super Sache, was du implementiert habt. So, Freunde der Sonne, jetzt machen wir schnell ASMR einschenken, gell? Perle, du hast einen absoluten Jackpot in dem Fall ergaunert, weil in der Flaschen, die ist nämlich neu. Und bekanntermaßen heißt das, in einer neuen Flasche ist ganz viel ASMR drin und dafür wenig Zucker. Das ist eine zauberhafte Geschichte.
Ich warte immer noch aufs Placement für ein Bazi-Spezi, aber ich glaube, das wird nicht, das wird in den Leben wird das wahrscheinlich nichts mehr werden. So. Jetzt passt so. Ein paar Kenner unter uns wissen ja schon, wie das läuft. Fangt ja da schon mal an. Weil wir ja schon von ASMR geredet haben, ja. ASMR mit ohne Zucker. Und, Mr. Price, 100% recycelbar. Der reißt's aus. Aufgemerkt, Freunde der Sonne. Perle, das ist für die, gell? Viel Spaß an eng, die wo jetzt aufs Klo gehen müssen. Oder einen Dusch kriegen. Warte gegen Prost auf euch. Ist da jetzt die Flaschen recycelt oder der Inhalt? Ich tippe jetzt einmal auf Flaschen. Sei danke dir. Nein, nix Borat-Anzug. Da darf die Twitch freiwillig schreiben, hey, bonz mich. Aber gut, so. Freunde der Sonne, jetzt fahren wir das Zocken an, okay? Ist dieser Vorschlag? Ich glaube schon. So. Speyer ist eh schon auf. Ich bin schon wieder vorbereitet, wie sonst Tipps. Merkst du es eh nicht, glaube So. Präventiv einfach mal das Glas Spezi vom Tisch stehen, damit ja auch kein schwerer Unfall nicht passiert. Und gehen nämlich. Okay. So, gehen wir weiter. Schauen wir mal, dann sagen wir schon. Was für dicke Steine! Wer danke für deine 31 Bits. Wir kommst jetzt auf 31. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer einen Kopf bumsen mit deinen. Also, du sollst kein Kopfkino nicht in meine Viewer reinbringen, ja? Jetzt bleiben wir mal auf dem Boden der Tatsachen. Der Borat-Anzug ist schon schlimm nur. Was ist denn mit dir? Aber danke für deine 69 Bits. So, jetzt schauen wir da mal. Können wir mir eigentlich jederzeit zurückreißen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Na gut. Also jetzt ist mir dezent. Du sagst das, jetzt hast du schon so weit sein. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Du grunzt schon wieder irgendetwas so saublöd. Weißt du jetzt... Weil er jetzt ein heiß abzeichnet. Okay. Was für dicke Steine! Oder im Sailor Moon Outfit. Das, ganz ehrlich, das kann man noch eher vorstellen wie das Elefanten-Outfit mit Nippelsternchen, okay? Danke für deine 100-Bits-Option. So, was ist jetzt die Phase? Okay. Und da haben wir wahrscheinlich Kämmer, ja, offensichtlich. Können wir da nicht rein, oder was? Frechheit. Aber bevor die Frage kommt, nein, ich mach keinen Cosplay-Stream mit dem Sailor Moon-Kostüm. Batze im Sailor Moon Cosplay und geschminkt von Dayasi? Let's go. Sei, ich war. Hast du gestern am Fußball wenn's oft auf den Kopf gekriegt oder was ist mit dir heute? Ja, okay, und was soll ich da jetzt tun?
200 Follower, 12 Stunden Special Sailor Moon Stream. Na. Also da haben wir schon, also der 12-Stunden-Stream allgemein ist noch ein bisschen weiter weg, ja? Ich lasse mir's offen, dass wir vielleicht irgendwann einmal einen 12er machen, aber der kommt, wenn dann, noch nicht so bald, okay? Mike, hab ich dir. Ey, ich verstehe die Frage nicht, was soll ich jetzt eigentlich machen? Vielleicht hast du einen Hitschlag oder noch zwingend schlafen, vielleicht ist es aber einfach in dein Schlafzimmer sauber zu warm. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Ja, ich muss da das ist die Frage habe ich schon verstanden, aber... Ah, da schon her. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Aha, ja gut, dann haben wir schon soweit. Bei 512 Stunden Stream mit Sailor Moon Outfit. Los einmal das Sailor Moon Outfit weg, dann können wir vielleicht drüber reden. Aber Leute, wir haben noch so weit von 500 weg. Jetzt, ne? Jetzt haben wir mal 150, das ist eh schon extrem geschmeidig, aber 500, ja? Also das ist schon noch ein ganz, ganz großes Stück bis dahin. Wer weiß, ob wir überhaupt so weit kommen. Möchtest du, ich bin Hobbygärtner, Schlechte. Ich helfe ein, Omer. Was für dicke Steine. Einer der Vergessenen. Wie jetzt? Tötet man etwas auf Stein. Du findest seinen wunden Punkt. Okay. Der ist hart, glaube ich. Oder auch nicht. Ah, wenn er sie aufmacht, okay. Du hast ein Stück abgeschlagen. Das können wir gegen ihn verwenden. Alter, der macht voll ganz schön viel Schaden. Sehr gut, Kratos mit der Handgranaten. Wirklich funktioniert. Ich renne aber jetzt mal rein. Ja, jetzt wird's gerade ein wenig kompliziert. Passt bloß auf, die ASD-Net gesteinigt 4SD. Gesteinigt, verstärkt.
Kappa. Ich kann nicht schauen. Oh, Herrgott, Seele. Der war gar nicht ohne. So, wo ist er jetzt? Highlander, merci für deine 101 Bits. Steinig, Alter, der Move war gut. Wir haben jetzt da schon wieder mit Geld geschmissen. Sigi, merci für den Euro. Habe die Ehre. Warum wird man das da eigentlich nur angezeigt? Das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Wurscht. Okay, wir haben irgendeinen Zauber gekriegt. Halte Wache, Junge. Das war ein harter Brocken. Mhm. Definitiv. Sei halt besonders geschubst. Kommst du auf das? Jetzt Sturm, leichter Runenangriff. Aha. So zeigt den Sturm mal her, was ist denn das? Aha, der macht jetzt so einen auf Tornado. Okay, alles klar. Du frierst dir zuerst ein. Gut. Ja, die Hauptbrücke ist wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben. Aha, wir haben einen absoluten Strom entdeckt. Sehr gut. So, durch das, dass der Atreus rechts geht, gehen wir mir einfach mal pauschal nach links. Weil da gibt es bestimmt irgendeinen Loot zum Holen. So wie doch. Kann man immer brauchen. Kriegsball, Alter. Albenartefakt, okay? Muss wir raten, jetzt haben auch da dann wahrscheinlich die ganzen. Hat offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Los, wir raten, wenn an den Heavy dran kommen die ganzen Viecher da raus. Oder auch nicht. Na gut. Aber wie kommen wir dann in die Käfige rein, frage ich mich. Kommt bestimmt noch. Die blaue Tür. Wir sind da. Blaue Tier? Ja gut, dann halt um da. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ringtempel, sehr gut. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Einen anderen Weg in. Das war halt auch klar, dass du jetzt nicht straight in den scheiß Tempel reingeht. Da musst du wieder irgendwie über den Keller reinkriechen. 100%. Ja, mal streicheln, vielleicht geht's ja Diese doch was. Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Sollten wir vielleicht einmal Mellon dran schreiben? So. Tritt ein, Freund, so wie auf Herr der Ringe Basis. Mal frag für einen Freund, vielleicht funktioniert so. Vielleicht haben das nicht Alben, sondern Elben. Wer weiß schon. Schon wieder der Zwerg. Sindri? Ah, sehr gut. Da hockt der Zwerg in seiner Hier Bude. lang. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Die Frage ist, wie kommst du nach Alfheim? Hier, Junge. Noch eins. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Sie hat Visionen gehabt. Aha. So.
Oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja, Was? Schwierig? ja, Ist das alles, was ich bekomme? ja. Kannst du einer was anderes sagen? Na. Ah, Ablenkung kommt gerade recht. Okay. Schauen wir mal, können wir mir irgendwas aufwerten? Geheim-Schulterwickel. Okay, da bist du mal stärker, das ist scheiße, das tun wir nicht. Die Buchse der Runenmagie, okay. Beim Achsknauf geht erst, also sonst geht eh nichts, abgesehen davon. Was haben wir da? Da brauchen wir ein vergessenes Herz. Alter, das ist da unsere Stärke brutal nach oben da. Da kann man noch mit 4 Stärke dazu. Was ist das? Wildschwein, Haut, Schulterschutz. Gut, die kostet aber fucking 5000. Das ist schon ein bisschen arg für so ein bisschen Ding, Verbesserung. Ich glaube, das sparen wir jetzt erst einmal. Den können wir nicht leisten, weil wir 3 Trümmer angehen. Okay. Ja, so wie ich das sage, ist da jetzt keine Rüstung dabei, die sich jetzt wirklich lohnen würde. Zumindest, gut, die vielleicht noch einmal mehr, aber wegen einer Stärke. Eher nicht. Na gut. Nur mal plaudern ist auch schon. So, haben wir eigentlich genügend Erfahrung gesammelt, damit ich mal da Fähigkeiten ein wenig freischalten kann. Was haben wir denn da jetzt alles? Erhöht die erhaltene Permafrostmenge bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Das hört sich ja schon mal nicht verkehrt an. Was ist das? Ah, da wirft er seine Axt nach hinten. Der ist zauberhaft, den nehmen wir. So, die Permafrostmenge, das hört sich auch mal nicht verkehrt an. Was haben wir da noch? Der hört sich auch gut an. Kostet auch nicht so viel. Ja, das nehmen wir jetzt einmal alles mit, was wir haben, das haben wir. Sehr gut, haben wir gut investiert. Die Frage ist, geht's jetzt da auch nicht so weiter? Die uns überholen. Er und der Blaue sind offenbar schnell unterwegs. Ah, okay, wir müssen da weiter. Ich möchte mal auf die andere Seite umschauen. War klar. Er ist nach unten gegangen. Schauen wir uns noch an. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Aha, die Frage ist, wo die Truhe ist. Ah, da hinten drin. Oh Gott, soll ich jetzt da... Okay, gut. Das heißt, wir müssen Glocken finden. Da ist eine. Dahinter hängt, hinter der Truhe hängt die zweite. Und wo ist jetzt die dritte, ist die Frage. Die dritte Glocken ist da auch bestimmt noch irgendwo. Da. Wie jetzt? Ja, lol. Warte mal, kann ich die von da aus anwerfen? Wo ist die dritte jetzt? Da ist. Ah, jetzt war er gerade zu langsam, okay. War es aber eigentlich anders und gescheiter. Easy. Met! Horn mit Blutmet. Legendär, sie haben 3 von 3 Hörner. Sehr gut. Das heißt, unsere Rage erhöht sich jetzt. Mehr Met ist mehr gut, Freunde der Sonne. Fleischiges Met. Oder flauschig, fleischig, keine Ahnung. Gut.
Gehen wir weiter. Ich fürchte fast, dass das da hinten nicht so einfach wird, wie man das jetzt gerade vorstellt. Womit die wohl verbunden sind? Ah, da hat mehrere Stränge, okay. Was fällt da? Ja, freilich hat sie es wieder zu dritt, ist eh klar. Ich hab gehört, God of War soll brutal sein. Aber einfach mal in der Mitte auseinandertreten, das hat noch nie geschaut. Das Ding ist, die machen aber verdammt viel Schaden, die Gegner. Ich hab mir jetzt gerade den bei meiner Gesundheit leisten, die wird ganz schön dezimiert. Oh, was haben wir da noch? Da ist auch irgendwas. Kann man das kaputt machen? Tatsächlich, geht sogar. Matt oder Meth, egal, beides. Wer sagt denn sowas? Ich keine Ahnung, wer das Gerücht einmal in die Welt gesetzt hat, dass God of War brutal sein soll. Verstehe ich überhaupt nicht. Kratos ist ja so ein flauschiger Zeitgenosse. Vor allem sein Bart. Ja? Das Flauschigkeitslevel von Kratos sein Bart ist ungefähr 9000. Okay? Halten wir das einfach mal so fest. Man muss einmal die schönen Dinge im Leben sein. In einem Menschen. Ja Gott, wenn das schon wieder so umeinander fuselt, da das Gefick grad. Okay, der war nice. Double Kill. Atreus an der Zielgenauigkeit arbeiten wir aber noch einmal, gell? Okay. Einrichtung kaputt machen. Schau, da hat man da Heilung drin. Wow, das ist mal beeindruckend. So, in der Kiste, die ist wieder von irgendeiner scheiß Wurzel beschlagen. Da war da mal da vorne auch noch irgendwo eine, wenn mich nicht alles täuscht. Meine, bin mir aber jetzt nicht sicher. Bevor die Dunkelalten alles zerstört haben, war es hier bestimmt schön. Ist irgendwer aus der nordischen Mythologie, oder ist irgendwer mit der nordischen Mythologie so bewandert, dass er mal erklären kann, was Alben eigentlich haben? Haben das irgendwie Götterwesen oder haben das einfach, ist das irgendein Volk einfach? Ja, da war ein wenig Heilung. Ja gut, so wie das, also göttliche Wesen haben das wahrscheinlich nicht. Ja? So, was haben wir da? Da kann man irgendetwas durchschießen. Ja, okay, und was hat man das jetzt gebracht? Nicht gesehen, oder was?
Okay. Kennst du dich nicht aus, okay. Ja, gut. Das, ich glaub, es gibt allgemein wenig Leute, die wo sich mit der nordischen Mythologie auskennen. Da hinten geht's dann weiter, okay. Ich lure nur, weil ich wenig, ob da vielleicht nicht irgendwo so eine Truhe oder so ein Glockending versteckt sein kann. Ja, wo's auch immer. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Ringtempel innen, aha. Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Freilich, Stich 18 mal. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Ja, ist 3 Haumdauer. Jetzt könnt ihr es aber auch mal gut sein lassen. Wie verlegen soll ich denn nach? Von den Nordischen kenne ich nur ein Tor und der ist der, der ist der Hammer. Der Dampfe kann es vielleicht wissen. Stimmt, der Dampfe ist eine Person, der wo das wissen kann. Du hast recht. Der hat sich ja bei den klassischen Teilen schon recht gut auskennt. Atreus, der Gegner steht weit hoch, wie wir es gerade mal gesagt haben. Genau, oben über die Brücke. Eh wurscht. Du jetzt dein Fotzen da drum. Ab vom Hof. Was jetzt? Das Licht ist nahe. Suche einen Weg hinein. Im Großen und Ganzen sind Alben und Elfen das gleiche, sowas wie Naturgötter in der nordischen Mythologie. Unterscheidet man dann auch nur Alben und Dunkelalben. Da kriegt der Spruch, er bringt neue Alben raus, eine ganz neue wieder. Okay, wenn der Sei sowas sagt, dann erwartet man das. Aber wenn du sowas sagst, ist das was Neues. Du meinst quasi ja da der Platin-Album bringen, oder was? So, Hobbygärtner Kratos Da, mehr Lichtbrücken. Folge mir. hat uns eben gerade gelernt, dass Frost gegen Pflanzen ungeil ist. Oder besser gesagt, dass Pflanzen Frost nicht geil finden, sagen wir so. So, gibt's da noch irgendeinen Loot? Sagt es gleich, ist das. Sagt noch mal einer, ich hab kein Talent fürs Aimen. Und dunkle Alben kehren zum Metal. Oder auf dem Index.
Pokémon lehrte uns, Eis ist gegen Pflanze, sehr effektiv. Genauso nämlich. Freilich, ich mach einen kaputt und 3 kämen, das ist eh klar. Oh oh. Ja gut, ihr habt... Oh, wir haben noch einen Auferstehungsstein. Ha! Ja super, das Leben hättest du drüber auch schenken können. Heilung. Die machen so bei Schaden, die Viecher. Das ist Wahnsinn. Oh, er ist sogar im Ball. Du stellst alle Wege wieder her. Einstein, dass du aber jetzt lang braucht, dass du auf das kommst. Aber wenigstens ein bisschen Heilung. Ein bisschen Heilung schaut uns nicht. Wie soll ich denn das mit einem Axtwurf machen? Kommen wir hier weiter? In den Stock einbrechen, ja. Ich glaube, ich mach da nicht rein. Oh, da ist auch ein Gesicht. Wo wird das gesehen? Beziehungsweise hängen die... Moment einmal. Ah, die hängen alle an einem Strang. Okay, ja, da macht's Sinn. Dann macht's Sinn. Ach, da gehört der dazu, okay. Da gehört der in dem Ding da drin dazu. Jetzt springt mich bestimmt gleich wieder irgendwas an. 100%. Mehr Feuer im Spiel, mehr gut. Genauso ist es. Mit Feuer und Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Er ist also das absolute Brain in der Natur, oder? Haben wir schon, glaube ich, 70 Mal angegriffen worden, seit wir da haben, und dann kommt er, ja, ich glaube, es ist so eine ziemlich geile Idee, dass wir da haben. Ach nee. Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen, Hat sie? als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel.
Aber wie jetzt der Kämmer? Ich hab ihn. Dein Messer, Junge. Eine im Bimbus. Braver ist er. Saphira, habe die Ehre, grüß dich. Alles fit bei dir? Schau, dass du einer schaust. Das war knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Mozart habe die Ehre. Mozart auch schon Feierabend? Oh, das ist so klebrig. Ist ja, okay, Frage erledigt. Noch einer! Zurück. Der Kratos war als Türsteher wahrscheinlich nicht sonderlich geeignet. Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Licht von Alfheim. So, er hat immer so, der Kratos immer so die übertriebene Gewalt. Weißt du, anstatt dass er einmal einen Schädel auf dem Felsen dreht, nein, er dreht ihn durch den Felsen durch. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Muss mir raten, ihr habt so nicht dann lauter Gegner, na toll. Spring, Junge! Pass auf! Ja, was habt ihr jetzt, Mann, was passiert? Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl! Wie Flanke schützen? Ach, die haben nicht so viel Leben, okay. Schieß weiter, Junge. Mach uns den Weg frei. Ja, das sind ein paar. Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen. Lichtpräzision geht vor Tempo. Es sind viele Ziele. Schieß nicht vorbei. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Oder wir verhandeln das. Okay. Was? Im Übrigen sind es noch 20.000 Jahre bis zum Spielewunsch. Ja, da wird es demnächst mehr einer schneiden, vermute ich mal. Vor allem die wo schon von Anfang an mit dabei sind oder ziemlich hübsch von Anfang an. Da wird es wahrscheinlich heuer noch das eine oder andere Wunschgame geben. Hör mal schnell Eis, bin gleich wieder da. Mach das, bitte. Lass dich nicht stressen. Nein! Wow! Liebe. Es ist wunderschön. Das Licht. Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Immer nur nicht so. Es singt. Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Ah!
Das hat wehgetan, als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich Bleib will... hier. Setz sie nur im Notfall ein. Kriegt jetzt Hacke vom Papa. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Der Moment, wenn die Axt größer ist wie einer selber. Was ist das? Faye. Die Welt kommt einem bekannt vor. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Und das kann er mich gar nicht mehr erinnern. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Okay. Ich kenne ihn nicht und er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark, ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Hey, lol. Okay. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er Tor? hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Der Tor. Ja, die haben Fischsterben, ganz klar. Also optisch ist das Spiel halt einfach schon ein Wahnsinn. Also generell die God of War Titel, egal ob es jetzt die klassischen von der PS3 damals waren Aber oder halt jetzt das neue, das haben schon immer verdammt gut können. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Das ist jetzt quasi mehr oder weniger so die Gefühlsreise vom Atreus, was er von seinem Papa hält, okay? Faye. Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge, ich war nur einen Moment. Fort. Oder auch nicht. Du warst sehr, sehr lange fort. Ich wusste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder. Bin ich dir egal? Das ist unmöglich. Gut, der Atreus hat mir kurz einen Prozess gemacht. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Ja. Okay, für das, dass er so ein kleiner Stopsel ist, oder? Der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke.
Wir sitzen fest und die Bogensehne der Hexe ist nutzlos. Ein bisschen was kaputt gemacht. Hat er wenigstens Loot hinterlassen, der Bulle? Also jammern auf hohem Niveau jetzt an der Stelle. Offensichtlich nicht, okay. Wo ist mein Hacke jetzt eigentlich? Hab ich nicht mehr. Toll. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Das war der Atreus jetzt, ja. Lichtpfeile. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie sie auf Lichtkristalle, um diesen Alfheim Licht zu verleihen. Aha. Sie haben... Okay. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Geklappt. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Oha. So, und jetzt mag ich es wissen. Da ist mein Hacke, das ist schon mal gut. Kann ich da noch irgendeinen anderen Weg freischalten? Wahrscheinlich jetzt eher nicht. Klein, aber oho. Ja, also für diejenigen, die die Spiele kennen, ihr werdet verwundert sein, wer der Atreus eigentlich ist. Also ich weiß ja, ich habe ja das Spiel schon mal gespielt, das ist eins der Dinge, die ich tatsächlich nur weiß. Und die Info, was man da kriegt, ist gar nicht mal so ohne. Auf den Bezug Blockiert. zur Mythologie ist das nicht so ohne. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Da oben ist eine Truhe. Das ist schon mal gut zum Wissen, dass da oben eine Truhe ist, weil die Truhe, die holen wir uns auf jeden Fall. Irgendwie. Da müssen wir aber jetzt mal luren, wie wir da hinten reinkommen. Jetzt passt so wacht. Gut, da geht schon mal nix. Wahrscheinlich muss man den Kristall da in den Sockel setzen. Wird das in dem Spiel später noch gesagt, wer der Atreus ist? Ja. Um genau zu sein, ziemlich am Ende. So, schießt du da mit dem Pfeil drauf. Aha, siehst du es doch. Zersplittertes Herz von Alfheim, selten Zauber, reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%. Das Herz ist ja mal zauberhaft, weil... Warte mal, wo ist denn das? Das sind die Zauber, okay. Die hat man da einsetzen können, oder? Runen Unterarm, Schienen... Ah. Dunkelalben werden wir ja da jetzt einige treffen. Das heißt, wir können uns gegen den Schaden von den Dingen so ein bisschen wappnen tatsächlich. Dann haben wir jetzt 24% weniger Schaden durch die Viecher. Das ist schon mal gar nicht so unzauberhaft, ja? Was haben wir da noch erinnert? Abwehr plus 2. Ja, das ist ja eigentlich für den Arsch. Ein Zauber, der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Das hört sich doch noch was an. So, der hat jetzt eigentlich nichts. Was kann ich jetzt da? Achso, da habe ich auch noch was. Was haben wir noch? Talisman ist übrigens Zorns. Zum Aktivieren erhalten einen Rage-Schub, verfügt auch über einen passiven Effekt, der den Rage-Zuwachs im Kampf erhöht und spart das Rage verlängert. Aha, okay. Gewährt einen kurzen Schub der Stärke, wenn Kratos gesundert auf ein kritisches Level fällt. Das hört sich auch mal nicht schlecht an, aber das reduziert alles so ein bisschen unsere Werte tatsächlich. Also lassen wir den erst einmal drin. Ja, gut. Also und der Sockel muss dann... Okay, verstehe schon. Der Sockel gehört dann dahinter rein. Schaut so einfach aus, wenn der Kratos so einen Kristall nimmt. Ist auf der anderen Seite da auch noch etwas? Nein. Ja.
So, da muss man dann... Okay. Ich mir jetzt dann da... Und dann... Ja, war klar. Wundert mich direkt, dass du jetzt keine Dunkelalben nicht hast. Okay, da ist jetzt auch so eine Wurzel, aber wo ist... Ah, dahinter, okay. Jetzt muss ich ein wenig her sitzen. Nice. Was mir einfach in Sachen kann. Achso, das ist eine Antwort, okay. Ja, ich glaub halt, dass er viel dafür. Oder was heißt viel? Ich habe ja keinen Einblick nicht, wie viele Punkte das ihr habt. Das ist mir auch völlig egal an und für sich. Aber ich glaube, dass das schon so ein bisschen Einfluss. Was heißt Einfluss? Dass schon früher durch den Nuzlocke ein bisschen profitieren, dass du halt auf Kanalpunkte kommst. Was ja auch gut ist. Das ist ja die Intention dahinter gewesen. Au! Ach, den zerreißt es noch am Ende, ja, super. Ja, der ist festgespickert auf jeden Fall. Zum Leuchten bringen. Sehr gut. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Achso, das ist... Ja, okay, gut. Das ist einfach nur einmal rumdumm. Da ist auch noch irgendetwas drin. Das machen wir jetzt auch mal schnell kaputt. Entweder ist das jetzt ein Shortcut oder da gibt's Loot. Eins von beiden. Wahrscheinlich ist es aber eher ein Shortcut, aber das probieren wir jetzt einfach aus. Was ist mit da unten? Ja, wie auch immer. Ab vom Hof. So, wir hätten wir da sowieso aufhören müssen, abgesehen davon, jetzt sehe ich es erst. So, warte mal, da geht's zurück offensichtlich. So, was ist jetzt da Phase? Da gibt's noch nichts. Die Harfe da hinten schaut verzaubert aus. Da kann es noch etwas geben. Oder, ach so, das ist keine Harfe, das ist eine Gestalt, okay. Ja, was ist das dann da? Einfach nur zwecks der Deko, oder wie? Das kannst du auch im Leben verzeihen. Das ist aber scheinbar wirklich so, weil das kaputt machen. Ja gut, was soll ich? Da gibt's aber, irgendwas gibt's da. Vielleicht nämlich ein Geheimnis. Achso, von da bin ich gekommen, ja, ich bin ja so ein Volldepp, oder? Aber was gibt's denn dann da noch? Halt noch? Will der rum vielleicht hin, was sagen?
Irgendein so ein Wurzelding vielleicht? Nicht? Na gut. Ja, da können wir halt jetzt. Ach, da ist noch eine Truhe, deswegen. Grob wollte ich noch sagen, garantiert, wenn ihr jetzt auf die Truhe hinsteuert, kommt irgendein Viech. Psychomankis, danke für das Following. Habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. So, machen wir auf den Schund. Leichter Runenangriff. Ein weit schwingender Angriff, der mittelschweren Frostschaden verursacht. Schauen wir uns mal an. Was kann das Ding? Oder eigentlich jetzt. Schaden mit denen, wo mir ausgerüstet. Ja gut, der macht ja fast überhaupt keinen Schaden mehr. Oha. Der macht zwar mehr Schaden, ist aber nicht auf Distanz. Ja, ich nehme jetzt einfach mit die, weil warum nicht? Alles fit bei dir? Merci nochmal. Schön, dass du einer schaust. Okay. Frage, wie kommen wir da durch? Ah, da baumelt irgendetwas. Hat gebaumelt. Alles fit. Alles zauberhaft soweit. Wo bringst du den denn hin? Ja, wo wir den jetzt wohl hinbringen, hä? So, wenn ich jetzt da dran ballert, was ist dann? Passiert erst einmal nichts. Toll. Junge, hierher. Du mir lesen. Also er teilt sein Wissen nicht mit uns. Na gut. Oh, sieh nur. Die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Wo ist der Sonnenschale? Ach, da oben ist der Sonnenschale, okay. Ja, Rätselzeit, Freunde der Sonne. Jetzt mal so wacht. Es hängt irgendwie mit denen da. Ach, da gehört der Felsen her. Was heißt der Felsen? Also Kristall. Ja, jetzt schauen wir erst einmal. Jetzt passt so wacht. Da müssen wir uns erst einmal einen Überblick verschaffen, wie das Ganze alles zusammenhängt. So. Aha, er dreht Däumchen um. Okay. Das heißt, das müssen wir mal wieder mir allein regeln. Okay. So, da drin ist eine Truhe. Schaut mir auch noch eine Runentruhe an. Ist tatsächlich auch eine Runentruhe, die wo mit Glocken geht. Da ist eine Glocken, da hinten ist die zweite und die dritte ist da. Gut. So, das heißt, den Kristall, den wir vorher da unten platziert haben, müssen wir jetzt wahrscheinlich erst einmal da herum irgendwie her tun. Kann ich mir vorstellen. Weil was soll der auch da herunten? So. Ja, mal einen Klunker mit. Willst du den überall hin mitnehmen? Vielleicht schon. Ja, so um einen Hals binden, meine war. Ach, da schon her, da warten also so Wurzeln. Um einen Hals binden, meine, das darf sehr gut machen. So, jetzt pass auf, jetzt hauen wir erst einmal da die Wurzeln durch. Alter, wie soll denn das funktionieren? Von einer erhöhten Position wahrscheinlich. Ja, das kann eher gehen. Ja, das muss von einer erhöhten Position sein, geht nicht anders. Ach, da schau her, jetzt haben wir da eine Brücke. Da.
Ah, da fliegt die Axt nicht weg nur. Okay, da fliegt auf alle Fälle die Axt nicht weg nur. Jetzt haben wir da eigentlich... Da ist doch die Truhe jetzt, oder? Richtig, okay. Ja, die Truhe kann man uns... Einfach verschwinden, anstatt einen heiligen Tempel zu plündern. Wenn ich deine Meinung brauche, frage ich dich danach. Das reicht? Nein, leider nicht. Okay, wir nehmen entschieden zuerst das Ding da rein. Okay, du musst verdammt schnell sein. Du musst verdammt schnell sein. Okay. Wie viele Sekunden hat man da überhaupt Zeit? Jetzt sehe ich schon mal, das hat wieder nicht gelangt. Sehr gut, wieder mit. Gut. Quacksilber. Die Frage ist aber jetzt immer nur... Okay, es reicht. Perfekt. Das heißt, du kannst jetzt da erstmal aussehen und du musst dann dahinter rein wahrscheinlich, oder? Muss ja fast so sein. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Aha, Was bedeutet das? Samen. Präg dir die Form ein. Samen. Ich weiß. Die Frage... wie kommt jetzt er... wie kommt der da jetzt auf? Wie kommt der da jetzt auf, ist die Frage? Moment einmal. Okay. Da hat's irgendetwas. Da hat's irgendetwas. Ah! I see. Komm mal her. War das so schick gekennzeichnet gewesen? Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Also, es ist doch eine Tür. Die, wo nur von innen aufgeht. Komische Idee. Boah, Alter. Okay, das Licht von Alfheim zum Boot zurückkehren. Okay, die haben jetzt wieder daheim. Sehr gut. Wir haben ja scheinbar die ganze... Wir haben das Unkraut vernichtet, ja? Na toll. Der mit Oder auch dem nicht. Kanon ist wieder da. Was will er denn jetzt? Ja, wenn's dein Fotzen hältst, da ha? Du Gaskopf. Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen.
So, ich habe mal gehört, Sicherheit speichern ist eine zauberhafte Geschichte. Oh nein, das Boot ist nicht hier. Es ist auf der anderen Seite des Sees. Dann gehen wir so zurück, wie wir gekommen sind. Zum Aufzug. Stimmt! Der See ist ja weg. Ja gut, okay. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Hilft dem nicht. Nein. Gut, jetzt haben wir aber vielleicht die Möglichkeit, dass wir die Käfige da aufmachen. Oder sie haben sie von selber aufgemacht. Das ist natürlich auch zauberhaft. Natürlich ist jetzt auch finster, ist eh klar. Die ist nicht unbewacht. Da geht's dann wahrscheinlich da aussehen. Okay, da geht's weiter. Na toll, sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Machen wir Retour. Von hier aus geht es nicht wieder nach oben. Ich weiß. Ups, das Moment, wenn's am PC wegpennst. Ich sage, ich muss eine zauberhafte Stimme haben, dass die Rolle einpennt. Aber willkommen zurück, Mrs. Cutler. Das war das Rätsel, was wir da vorher gemacht haben, oder? Da gibt es jetzt eigentlich einen, normalerweise... Nein, da gibt es keinen Loop mehr, weil da haben wir keinen mehr. Alles gut. Blöde Wiederhex! Heilige Scheiße. Würdest du das Licht nach oben halten, könnte ich sehen, wohin ich schieße. Nutze deine Ohren. Pass dich an. So, da ist eine Truhe. Eine Truhe verschlossen durch Wurzeln. Jetzt müssen wir mal schauen, Kontrolle wird schwach, Kratos Boy. Hab's schon gelesen. Den hätte ich eigentlich vorher angesteckt gehabt. Jetzt muss ich ernsthaft nochmal umrennen und muss mir das Kabel holen. Zieh fix nochmal. Bin gleich wieder da. Ich hab mein Controller Aufladekabel drin liegen lassen. So, Kontrolle steckt. Zauberhaft. Gut, okay. Die Truhe da wird von irgendwelchen Wurzeln
gesperrt. Das heißt, wir müssen jetzt einmal herausfinden, wo die Wurzeln sind. Können ja nicht weiter. Nicht so komisch. Aber da hinten ist der blaue... Oh, da ist noch Loot. Da habe ich Loot übersehen. Da kann man auf alle Fälle einen Kristall einsetzen. Das ist wahrscheinlich Wenn wir der... hier ohne einen Kristall rüberkommen. Wir finden einen Kristall. Aha, sechstes du, da haben wir schon soweit. Frage ist jetzt nur, wo da die zweite Wurzel hängt. Jetzt holen wir uns erst einmal den Kristall von da Genau hinten. hin. Gleich da drüben ist ein Raum. Junge, Oh, da komme ich gar nicht hin. Ja. Aber da hinten ist auch noch einer. Meine, oder? Ah, der ist auch auf der anderen Seite. Du, da mal einer schießt da. Ah, da ist ein Kristall, der wo offensichtlich überbleibt. Klappe. Gut, somit hat sich die Frage über den Kristall auch erübrigt. Vor allem, wo? Ach so, das ist das Ding, das wo da, wo sie jetzt da als Taschenlampe missbraucht. Ich wollte gerade fragen, wo kommt denn jetzt das Licht da vor mir? Wo hat er jetzt eine Taschenlampe aus dem Obi-Baumarkt auf drin? Okay. Kannst du Ja, das gut. Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhingst, wenn wir angegriffen werden. sei wachsam und still. Für einen Loot muss man den Kristall einmal abstellen, das hilft uns nichts. Mei, was machst denn du, ha? Zupf den. So, kann ich jetzt bitte den Kristall unter mir einsetzen? Das war einmal eine zauberhafte Geschichte. Junge, schieß. Ich weiß, wie das Ja, da möchte ich aber jetzt eigentlich nicht hin. Warte mal, mein Ziel ist... Okay, ganz klar da drüben. Dann können wir da hinten auch noch mal nachschauen. Irgendwie muss man in die Truhe da reinkommen. Ich glaub, der ist hier. Aha, ich seh schon, wir müssen den Kristall da umdrehen. Da ist noch zu... Ja. Okay, gut. Dann drehen wir den Kristall halt da um, weil es eh schon wurscht ist. Mir rätselt man ja gern. Ist zwar nicht so, dass uns jetzt noch 5 Gegner wählen, bis da hinten entgegenkommen, aber gut, das Risiko nehmen wir jetzt einmal in Kauf. Da muss aber in der Truhe auch irgendwas Nennhaftes drin sein.
So, dann haben wir einen den Wumms. Ja, da wird jetzt überall entsorgt. Jetzt ist die Frage. Hä? Ich muss die Symbole da finden, die wo... Warte mal. Ey, das Rätsel check ich jetzt nicht. Das Rätsel check ich jetzt nicht ganz. Man muss die Symbole auf der Tier, in denen 4 Dinger da finden, oder was? Okay. Okay. Oh, Rüstung, gewöhnliche Brustrüstung, Basis, Offensivrüstung, begünstigt Runenkraft. Ja, gut. Okay. Gut, Felsen wieder mitnehmen. Und jetzt schauen, wie wir da hinten die 2 oder 3 Wurzeln noch wegbringen. Das muss ja auch noch irgendwie gehen. Da hinten ist ein Tier. Da hinten ist ein Tier. Ach, das ist wieder mit dem Aufzug, okay. Gut, eventuell kann es natürlich sein, dass wir das da jetzt noch gar nicht machen können. Weil das da hinten schaut so komisch aus. Da ist jetzt zwar da die Wurzel, aber die andere ist ja weitaus tiefer. Aber warte mal, ich glaube, jetzt pass auf. Ich hab, glaube ich, jetzt wenn ich die einmal da so herwirf.
Weil man die immer von... Die kommt immer von unten her. Jetzt meint, dass man vielleicht die Axt auf die Wurzel werfen muss, dass die gehen... jetzt können wir noch einmal probieren. Wenn es nicht geht, gehen wir weiter. Weil die nämlich beim Zurückwerfen das Ding nämlich auch kaputt macht. Ja, die fliegt immer am Bogen, das ist das. Es ist ja irgendwie so leicht versetzt. Ja gut, keine Ahnung. Keine Ahnung. Immer wenn man eine Truhe durch die Lappen geht, ist... Mein Gott, das hilft doch nicht. Ja gut, das hätte es jetzt durchtrennt, hat aber auch nichts gebracht, okay. Ja gut, gehen wir weiter. Hilft nicht. Keine Ahnung, wie ich die Truhe kriege. Endlich! Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Nicht nur du. Ja, da kommt aber jetzt der andere Haumtaucher nur daher, oder der, wo uns da vorher die ganze Zeit irgendwie so versucht hat aufzuhalten. Da haben wir auf alle Fälle noch Heilkristalle, das ist gut für uns. Und können wir dann da mal schauen, weil die haben jetzt natürlich auch Ausbruch wahrscheinlich, oder? Oder auch nicht. Ist auch noch mehr Heilkristall, das ist gut für uns. Da drin gibt es noch eine Truhe. War das jetzt hier nicht mehr? Noch nicht. Ja. Okay. Dann noch Loot. Gut, schreiben wir eine da in deinen Sandhaufen. Ja, war klar. Es ist so finster. Wieder rein.
Ja, da fahren wir jetzt wieder hell. Jetzt bist du aber fertig, gell? Aber du hast den Ripp verstanden? Ich verstehe die Frage nicht. Nein, das kann nicht sein. Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Graviertes Wappen der List und Zorn des Wolfes, Runenbeschwörung. Beschwert einen Spektralwolf, der sich 3-mal auf Gegner stürzt. Runenbeschwörung. War das der Oberalbensepp? Ja, ich glaube, der Oberdunkelalbensepp, meine war das. Runenbeschwörungen. Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Runenbeschwörungen können im Waffenmenü an Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie 4 gedrückt, um Runenbeschwörung zu aktivieren. Nice. Quasi so ähnlich wie die Aschegeister in Elden Ring. Zauberhafte Geschichte. Gut, das kostet auch nicht wenig, Erfahrung, aber der macht verdammt viel Schaden. Nimmer. Gut, wir haben den jetzt verbessert, abgesehen davon. Jetzt haben wir natürlich da keine Erfahrung mehr über, aber vielleicht war es das ja wert. Wer weiß das schon. Haben wir den Falschen geholfen? Ich... Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Offensichtlich ja. Kann ich das jetzt immer noch nicht aufmachen, oder was? Offensichtlich nicht, ja gut. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Wie war das? Samen, oder was? Was? Nein, 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 nein! Ich wollte das Ding da haben! Junge, Ziff. lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Na schön. Okay, dass man Ortruhe durch die Lappen geht, ist das eine. Aber dass die zweite jetzt auch weg... Hallo, ich mag da wieder runter. Ich mag da wieder runter. Ich mag wissen, wie man da in die Dinge reinkommt. Vielleicht geht das auch noch nicht, das kann auch so. Ich werfe eine Petition, dass man Musikproduzenten Plattenlabels Oberalben-Sepp nennen. Achso, da kann man nochmal runter. Sehr gut. Ja. Und nochmal schnell runter. Atreus, du zeichnest einmal da deinen Samen in die Bude da und dann wird das schon. Feierabend? Sehr gut, Mrs. Fichteli. Dann lasst auf alle Fälle gut gehen jetzt. Menschenopfer. Was Menschenopfer? Menschenopfer? Verstehe die Frage nicht. Da muss man irgendwie noch in die Truhe kommen, das gibt's nicht anders. Und wenn ich jetzt nochmal umsonst helfe, dann ist es mir auch wurscht. Wie du da reinkommst, Menschenopfer, ja, das war aber unflauschig, wenn es da Menschenopfer brei hat. So. Gut, man kann da scheinbar später auch noch mit zurück. Vielleicht kann man da jetzt auch noch nicht ein. Das kann natürlich auch möglich sein. So schaut es zumindest in dem Moment einmal aus. Wer war denn die geschubste Dame, die sie vom Kratos hat wegbuttern lassen? Hey, was? Sieh, die Frage verstehe ich jetzt gerade nicht.
Ah, aber das funktioniert nach demselben Prinzip. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der Pro-Gamer-Move. Da passt's auf. Wer ist die Mutter von Kratos Sohn? Die Frey. Also heißt zumindest im Spiel. Schwerer Runangriff. Ein mächtiger... Tiazis Klaue. Ein mächtiger Vorwärtshieb, der eine kleine vertikale Welle mit mittlerem Frostschaum. Also, da schauen wir mal, Alter. Das ist dasselbe in Gräer. Da los ich aber das nur mal. Ist er überhaupt sein Sohn? Das ist noch so die Frage, die sich wahrscheinlich erst im kommenden Teil beantworten lässt. Ja? Aber grundsätzlich schauen wir ja. Ja. Sagt der Atreus, ja. Es ist so ein bisschen ein Punkt, der ist noch ein wenig tricky. Weil der Kratos an und für sich ja eigentlich Frau und Kind hat, ja, das weiß man aber auch in die klassischen Teile, ja. Deswegen ist das noch so ein bisschen ein tricky Point, wo man sich nicht so wirklich sicher ist, ob dann der Kratos noch mal einen zweiten Sohn also noch mal ein Kind macht, praktisch auf gut Deutsch, mit einer anderen Frau. Da er ja eigentlich seiner ursprünglichen Frau sehr, sehr zugewandt war. Die Tode, das ist das nächste, Mr. Price. Die tote Frau tragt er im Endeffekt auf seiner Haut. Ja, für alle, die das nicht wissen, der Kratos ist ja, das lernen wir in den klassischen Teilen kennen, der Kratos wird ja quasi mehr oder weniger, oder ist verflucht worden, weil er ja er ist ja vom Ares hintergangen worden, im Blutrausch hat er seine eigene Familie umgebracht und durch das hat eine Hexe mehr oder weniger in dem Dorf, wo er das gemacht hat, hat es ihn verflucht, dass er quasi die Asche seiner Familie immer auf der Haut tragt. Er schaut zwar jetzt in den neuen Teilen nicht mehr ganz so blass aus, wie es in den Originalteile war, aber ich wüsste nicht, warum er diese Asche nicht auf seiner Haut tragen sollte. Ja? Das wird aber, wie gesagt, wahrscheinlich in Ragnarok dann nochmal ein bisschen besser erläutert. Also zumindest laut Entwickler wird es erläutert. So. Jetzt kann man wahrscheinlich auch die Rätsel machen, die letztes Mal noch nicht gegangen sind. Das Wasser schaut in dem Spiel halt auch absolut Wahnsinn aus. Das kann man so... Es hört sich zwar pragmatisch an, Mr. John Siege, aber das ist tatsächlich ja so. Menschenopfer, wie gruselig. In dem Fall hat es keine Menschenopfer nicht braucht, tatsächlich. So, jetzt kann man da die Kristalle da aktivieren. Was bist jetzt du? Ja, das Ding... Oh, leck mich am Arsch. Houston, ich glaube, wir haben ein verschärftes Problem. Okay, die Gegner sollen wir definitiv noch nicht machen. Die sind noch viel zu stark. Ja, die sind viel zu stark. Okay, das ist ein Endgame-Gebiet. Da sollte man noch nicht her. Gut zu wissen. Okay, haben wir was gelernt. Da sollen wir noch nicht hin. Da haben wir noch ein bisschen kasig. Da ist unser Axt noch nicht scharf genug, okay? Also der Punkt dahinter ist tabu. Jetzt schauen wir mal, ob der rechte immerhin genehmigt ist. Beziehungsweise... Na gut. Anmerk, ich hatte einen großen, starken Kaffee. Ihr dürft mich jetzt wieder ansprechen. Angel, willkommen zurück. Ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. So, da haben wir jetzt auch wieder drei so Dinge, oder? Ja, das war mir eh fast klar. Jetzt pass auf, da müssen wir quasi wieder einen Pro-Gaming-Move machen. Indem man die Axt da oben aufwirft. Scheiße, andersrum. Das mehr erst so machen. Wie? Hab ich jetzt so... Ja, na gut. Naja, ob der Kratos die Leute im Ritual umbringt oder einfach so zaut, spielt eigentlich kein Walzer. Achso, die... Ja, nichtsdestotrotz, der hat Weltenschlange Schuppenfragment, sehr gut. Nichtsdestotrotz hat der Kratos seine Familie ungewollt natürlich hops genommen.
Das ist ihm aber erst aufgefallen, nachdem er es da war. Walzer ist ein Walzer, also der Tanz, ja, Walzer. Ne? Aber da ein schwerer Angriff, 3 mächtige Metterschläge, die Gegner in die Luft schleudern. Der hört sich zauberhaft an, den nehmen wir. Mehr dreschen ist mehr gut. Ja, Perle, das wird von Mal zu Mal besser. Du kannst warten drauf. Glaub mir, das Bild kannst du sogar noch lesen. Mrs. Fichterli hat das hingebracht. Also bringst es du auch hin, 100%. Was für ein langsamer oder Wiener? Was darfst jetzt du als geübter Tänzer da anraten, Mr. Highlander? Das war dann mal die interessante Frage. Du bist ja geübter Tanzprofi. So, mal schauen, da hinten geht's da, wo die 2 komischen Leuchtdinger haben, da geht's wahrscheinlich dann zurück. Sagt der Minimap da, oder der Kompass da umso, jetzt schauen wir mal, ob es auf der Seite noch irgendwas Besonderes zum Holen gibt. Wahrscheinlich werden wir von Gegnern angegriffen, die uns noch zu stark sind zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels. Aber probieren geht da über studieren, das ist einfach mal so. Okay, das ist auf alle Fälle auch so ein Gegnerportal, da sollte man halt wahrscheinlich auch noch nicht her. Zeige ich das richtig. Da geht's da hinten noch um. Da ist der Tempel. Ja, schauen wir mal, weil das ist eh wurscht. Wir genießen mal ein wenig die Gegend, ja, schaut doch schön aus, so ist es. Langsamer ist einfacher, der Wiener hat zwar den gleichen Schritt, ist aber gut schneller als im Vergleich. Das heißt, der Wiener, der Schnee ist mehr OP. Ist das richtig? Der Schnee-Walzer macht mehr Schaden. Reißt das Spitball aus, ich schwör's dir bei Gott. Aua. Der mag aber auch nicht stau halten. Was möchtest denn du da drum? Bitte, ein Klappen dahinter! Schweischädel. So, das sind auch wieder 3 wahrscheinlich, oder? Nein, die haben nur zu 2. Okay, ja gut. Ach, das sind sogar 3, ja gut, okay. Ah, da gibt es eine Erhöhung, okay, gut. Hat sie erübrigt. Mach die Tür auf. Aber wie komme ich da auf, ist die Frage. Perle, danke für den Like, viel Spaß weiterhin. Wenn's die Freundin dabei loslässt, mit sie. Die kriegt quasi dann einen Freiflug. Ja, okay, wie komme ich jetzt da auf, ist die Frage. Ja, da ist dann. Da haben dann die OP-Gegner. War nicht.
das noch einer, oder was? Nein. Alter, wie groß ist denn das Gebiet, bitte? Oh, da gibt's ein Rätsel auf jeden Fall. Okay, ich muss jetzt ausfinden, welche... Okay, die klingelt und die klingelt. Oh, da gibt's einen Opfer. 3 von 3, sehr gut. Das heißt, wir kriegen mehr Gesundheit. Ja gut, so viel mehr ist jetzt nicht, aber mehr, grundsätzlich mehr Gesundheit ist mehr gut. Nehmen wir mal so mit. So, jetzt ist die Frage, was da Phase ist. Ja, ist logisch. Die geht halt jetzt natürlich nicht auf, weil da ja noch die Wurzel dran hängt. Okay. Ja gut. Der Glöckner von Notre Dame, ja. Ich bin die Glocke, ja. Kratos die Glocke. Man kommt aber halt vielleicht auch probieren, ob man... Nein, das geht nicht, okay. Ja, da musst irgendwie auf die Erhöhung auf, aber wie man da aufkommt, ich hab keine Ahnung. Da sehe ich mich jetzt gerade überhaupt nicht. Weil da ist auch kein Vorsprung nicht, wo man aufsteigen kann. Rechts geht's nicht. Und links auch nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich da aufkommen soll. Das Einzige, was ich wie gesagt probieren kann, war... Ja, okay, das geht ja so nicht. Ja, gut. Kann man sich ja später mal anschauen. Verlassen wir mal Alfheim schon langsam. Das glaube ich ist einmal eine gute Idee. Und? War sie im Licht? Wer? Na, sie. Nein, war sie nicht. Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! Bis die Reise vorüber ist, muss sich einer von uns konzentrieren. Halte mein Schweigen nicht für fehlende Trauer. Trauere, wie du willst. Und überlass meine Trauer mir. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Nein. Woher auch? Du weißt nicht, wie ich bin. Ich weiß, es war nicht leicht. Ist halt auch so ein bisschen das Problem, weil der Atreus... Waren für mich nur Minuten vergangen. Falls dich das irgendwie tröstet. Das ist gut zu wissen. Wirklich. Also, gehen wir zurück nach Midgard, zum Schwarzen Atem? Oder meinst du, hier gibt's noch mehr zu sehen?
Das Ding ist, der Atreus hat keine Ahnung davon, wer sein Papa eigentlich ist, beziehungsweise wer sein Papa eigentlich war. Ja, also er weiß nicht, dass der Kratos, Vater, also... kennst du noch jemanden, der Stimmen gehört hat? Ich kannte verzweifelte Seeleute, die, als uns die Vorräte ausgingen, ihren Durst mit Meerwasser stillten. Hat's gerne weiter erzählen, schworen, aber... dass die Sirenen, boshafte Kreaturen, die von Inseln aus zu ihnen sangen, ihre Frauen und Töchter seien, die sie heimriefen. Sie steuerten uns auf die Riffe zu und brachten alle in Gefahr. Wie habt ihr sie geheilt? Wir warfen sie über Bord. Oh, gut, dass ich kein Meerwasser getrunken habe. Stimmt's? Ja, das stimmt. Was ich sagen wollte, der Atreus hat halt, wie gesagt, keine Ahnung, nicht, dass der Kratos eigentlich aus Griechenland stammt, dass er ein Kriegsgott ist, im Endeffekt, oder war so halbert. Und dass der halt im Endeffekt ganz Griechenland in Schutt und Asche gelegt hat. Das weiß er ja alles nicht. Also noch weiß er es nicht. Wir werden ja später mal, das kann ich schon so ein bisschen sagen, Messerscharf erkannt. der Atreus kriegt später so eine leichte Ahnung davon, was vielleicht einmal gewesen ist. Aber so richtig erfahren, glaube ich, das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, in dem Spiel das noch nicht. Ah, da geht's dann aus. Okay, ja, dann müssen wir uns erst einmal da bei dem Schmiedeseppen umschauen. Ich kann mir es aber persönlich auch nicht so wirklich vorstellen, dass der Atreus der leibliche Sohn vom Kratos euch ist. auf eine lange Reise vor. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Lagerraum umgebaut hat. Er ist voll mit Schätzen, die er auf seinen Reisen durch die Welten gesammelt hat. Durch die Welten? In welchen war er? Was hat er gefunden? Fafnir war ein, sagen wir, aggressiver Sammler magischer Artefakte. Je mehr er hatte, desto mehr wollte er. Keine Welt war zu gefährlich, keine Reliquie zu riskant. Einmal ist er bis tief nach Niflheim für einen Wetzstein gereist. War bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super, danke Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet, wäre es nett, wenn ihr ihn mir bringen würdet. Zu Fafnirs Lagerraum gehen. Ich rate euch zur Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet. Darin haben sich alle denkbaren Arten von Abscheulichkeiten breit gemacht. Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? Oh, Okay, Nebenquest. Verlorene Gegenstände. Sie haben einige verlorene Gegenstände. Das sind Gegenstände, die Sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Drücken Sie blablabla, um das verlorene Gegenstände zu und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. Ja. Kann man Brustrüstung tatsächlich verbessern? Die Frage ist... Hä? Leviathan-Axt geht noch nicht. Klauenbogen geht auch nicht. Klauenköcher geht nicht. Brustrüstung... Welche tragen wir denn mir jetzt eigentlich? Die nicht. Die meine ich tragen wir, oder? Warte mal. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. So. Todesschuhe, Schulterschutz, Panzerhandschuhe und Gürtel. Okay. Was spricht dich an? Okay, die trage ich beide nicht. Lol. Was ist das jetzt? Moderate Bonusaktivierung, Chance auf einen Segen, der Abklingzeit bei jedem erfolgreich. Okay. Nevermind. Gut, dann wird eben erstmal weiter herumgestreunt. Okay, wir haben auf alle Fälle Nebenquests noch freigeschalten. Was auch immer das. Was da auch immer auf sich hat damit. Vater, ich muss dir etwas beichten. All diese Stimmen in meinem Kopf. Also das war nicht das erste Mal. Als wir Brock getroffen haben, warnte mich sein Tier vor etwas, das sich in den Bäumen versteckte. Deshalb wollte sie nicht hinüber. Hat sie dir das gesagt? Naja, ich konnte fühlen, was sie gefühlt hat, bevor sie Angst hatte. Wenn das nochmal passiert, erzähl's mir. Verstanden? Versprochen. Jetzt
können wir auch in die Truhe rein, oder? Ja. Gibt zwar nur Silber, aber immerhin. Ich glaube, mich zu erinnern, dass da jetzt gleich noch Gegner kommen. Okay. Was jetzt? Wir haben das Licht. Auf nach Midgard. Okay, warte mal, ist das auf der Karte eingezeichnet, wo... Achso, ja, das geht ja jetzt nicht. Ich bin ja jetzt in Alfheim, okay. So, Alfheim ist noch verfügbar. Midgard ist der Mittelpunkt der Welt, drücken Sie Dreieck, um nach Midgard zurückzukehren. Und was gibt's dann noch? Jötunheim, die ist noch nicht verfügbar. Vanaheim ist nicht verfügbar. Muspelheim ist auch noch nicht verfügbar. Niflheim auch nicht. Asgard, das ist die Welt der Götter, soweit ich weiß. Svartalfheim, keine Ahnung, was das ist. Und Helheim. Auch noch gesperrt. Na gut. Gibt einen Haufen Welten in der Mythologie. Am gleichen Ort existieren. Eine über der anderen. Hier können wir reisen, ohne uns zu bewegen. Zum Berg zurückkehren. Ist da jetzt hinterlegt, wo die... Da ist die Hauptmission. Ach, und da ist der Schlangenschädel. Und da ist Fafnirs Hort. Aha. Naja, dann. Brock, wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blindes Schwein furzt gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Zeichen der Zwerge Was hast du erhalten. gemacht? Verbessert. Freunde der Sonne, merkt man uns, auch ein Blindschwein scheißt einmal Trüffel aus. Muss ich euch um etwas bitten? Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Andvari. Er hat in den Völunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Wintern nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich, trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Andvari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangsstein sollte euch in diese Minen bringen. Seele aus zweiter Hand. Die Verlünderminen betreten. Ja, freilich, sonst noch irgendeine Mine, sonst noch irgendetwas. Den Alchemisten für etwas, das Es sie gibt von 3 uns Götterwelten, Asgard, Vanaheim und Alfheim. Die Asen sind halt die mit den dicken Eier. Und das dann quasi Götter der Fruchtbarkeit, oder wie sage ich das? Gerne, Ja. hab geöffnet. So, ich verstehe. Achso, da kann man. Achso, das kann man.
Ja, die dat uns... Das kostet alles so viel! Metallplatten, Schulterschutz. Ich verstehe die Frage nicht. Das kostet alles ein Haufen Holz. Also, Geld. Seltenen Zauberzeugen? Ja, gut, okay. Der Odin! Also Straußen. Was haben wir jetzt da? Ja, genau, das sind die komischen Zauber, die irgendwie gar nichts reißend. Meine Axt kann ich halt auch noch nicht verbessern. Da gibt es eigentlich nur. Ich kann da einfach nur für einen Haufen Geld Rüstung kaufen. Wobei die hat halt. Moment einmal, die kostet zwar einen Haufen Geld. Aber ich glaube, dass uns auf lange Sicht. Dass wir uns da wahrscheinlich leichter tun. Ich kaufe jetzt einfach mal die Ding, weil was soll denn sonst noch? Da ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken? Wie kann ich helfen? Was bringt eigentlich, wenn ich eher eine neue Rüstung kaufe? Eigentlich nix, oder? Schwäche aufdecken, wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Also, machen wir für den Atreus Heilungssteine, wenn Kratos verletzt ist, gehen in der Luft allein mehr Schaden. Aha, das sind also Sub-Eigenschaften. Ja gut, ich verstehe die Frage schon. Aber wenn, dann kaufen wir die fast noch, wenn du mich fragst. Ja, jetzt aus mit dem Geld. Inflation kickt, das hilft alles nix. So. Und die kann man, so wie ich das... Die kann man jetzt noch nicht verbessern und die auch nicht. Aber die Hüftrüstung kann die verbessern, geht mir aber... Ach so, das habe ich jetzt zum Herstellen auch gebraucht. Ja gut, okay. Also... Jetzt schauen wir mal, weil wir haben doch... Ah, da schon her, da haben jetzt natürlich... Da haben aber jetzt keine Sockel nicht mehr drin. Ja gut. Ja, gut, das macht jetzt nichts. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt... So. Ja gut. Kennen wir auf alle Fälle aus. Gut. Straußen haben die dicksten Eier, ist bekannt. Ja, das sind Weg zurück zum Genioschis. schwarzen Atem. Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Tipp jetzt einmal drauf, wenn wir die Nebenmissionen machen, Daten wir wahrscheinlich erst einmal noch ein bisschen auf die Schnauze fallen. Ja, weil ich glaube, dass das halt alles die Gegner haben, die wo wir jetzt aktuell zum jetzigen Stand der Dinge noch nicht besiegen können. Deswegen gehen wir jetzt einfach einmal noch schnell da Richtung... Was weiß ich, wie es ist. An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Ich habe auch gesagt, dass du mich angelangen darfst. Eine Anusch. Bist du aber hartnäckiger Teil, ja? Easy. So. Ach ja, da ist ja wieder das mit dem Gift da dahinter. Ja, ja. Verstehe ich schon. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Oder auch Das nicht. spart uns Zeit. Ah, da schau, den habe ich letztes Mal übersehen. Schön. Ach, den muss man von oben anschauen. Moment einmal. Warte mal, kann man da den Kristall, der wo da enten steckt? Da ist er. Wollte gerade sagen.
Wahrscheinlich kann man da jetzt noch irgendein Geheimnis aufdicken. Schauen wir mal. Sieh her. Gut zu wissen. Schön. Also der liest noch, okay. Franz Josef, ja. Der Franzl Joe. Ach, der Ding ist ja da oben gebrochen. Okay, ja gut. Jetzt haben wir wieder da, okay. Gut, aufbessern brauchen wir jetzt nichts, haben wir eh gerade erledigt. Sitz! Ich hau zwar ungern Tiere zusammen, aber in dem Fall hilft es halt nicht. Komm mit den Aufzügen jetzt wieder aufgefahren? Sehr gut. Schöne Sache. Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber Ich sagte nein. ist gut. Er ist schon ein wenig kaltherziger, der Bulle, gell? So ist es jetzt nicht. Wer hat das Gesicht in den Berg gemeißelt? Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. So, jetzt haben wir nicht mehr Hobbygärtner, jetzt haben wir Hobbybergsteiger. Ja, der Kratos macht ungefähr alle Hobbys durch. Gut, das ist wahrscheinlich so eine neue Magie, die wo wir erst wieder später lernen, wenn wir wahrscheinlich auf den Gipfel umwandern. Aber gut. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr ein Beweisstück. Ah, Kratos, ja. Schauen, ob die Hexe recht hatte. Naja, wobei, kann man so nicht sagen, weil zu seiner Tochter, die wo er in Griechenland gekriegt hat, ist er ja sehr herzlich. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Könnte Messner Kratos, ja. Der verlorene Sohn. Okay, sorry, Option, ich bin ja schon stark. Ja, Schert, da hätt's jetzt Taschenlampen aus dem Obi auch da, weißt du, nicht da durchleichen können. Ja, sicher, aber da können wir ja wieder genau auf dem. Vorne. Ist blockiert. Dann klettern wir. Das ist ja genau der Punkt, den wo sie meinen. Das ist ja eben der umstrittene Faktor, dass man halt nicht weiß, ob er da, ja, ob er überhaupt der leibliche Sohn vom Kratos ist. Warum man da drauf spekuliert, ist, das sagt man am Schluss, ja, wenn man erfährt, wer er eigentlich ist, ja.
Ja, gut, auf da, das hilft. Also, ich wollte gerade sagen, du musst ja irgendwie runtergehen. Der möchte da nur abhören. Ja, auch. Sagen wir mal ja so, ja, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn wird im Laufe des Spiels ein bisschen besser. Ja, das bleibt nicht immer so verhärtet, wie es jetzt gerade aktuell ist. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden. Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Ja, jetzt, wenn ich halt die Mythologie kenne, dann kann ich das jetzt wahrscheinlich erklären, aber ich kenne es halt nicht. Der Mund, wir sind da. Mehr schwarzer Atem. Raucherlung, wenn's mich fragst. Springt mir jetzt sowieso gleich noch mal irgendetwas, so 100%. Fichteli, was ist los? Sprich! Sprich, meine Liebe. Nummer 2 ist da. Oha, da muss ich, Moment, da muss ich mal schauen. Da muss, Mrs. Fichteli, da muss ich jetzt schauen. Das hilft einem alles nichts. Oh, ist so knuddelig. Oh. Zauberhaft. Fichteli, zauberhaft. Absolut zauberhaft. Du findest, der Kleine schaut aus wie ein Äffchen. Von was glaubst du, stammen mir ab? Achso, du meinst, wenn er auf dem Rücken hängt. Okay, ja gut. Das ist... so habe ich es aber nicht gemeint. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? 85% offen. Wenn ihr... Ja, ich belassen wir es einfach bei der Aussage, okay? So. Ja, das ist wahrhaftiger Hirsch. Ja, ein riesengroßer noch dazu. Einrichtung kaputt machen, wenn man wo neu hinkommt. Das hat schon immer für einen guten Eindruck gesorgt. Okay, der sagt das anders. Wie ist der denn darauf gekommen? Ja, aufgestiegen halt wahrscheinlich. Oh ja, das ist ein Kristall. Das ist kein Thema, Perle. Alles gut. Alles gut. Aha, da ist wieder so eine Art neue Magie, die wir noch nicht nutzen können. Oder beseitigen können, sagen wir mal so. Weil Hacke einwerfen bringt uns da nichts. Das funktioniert. Ist das Harz in einer Höhle? Seltsam. Also ich bezweifle mal, dass das Harz ist. Das ist irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Das schaut irgendwie aus wie so ein Slimeock. Das, wo zu lange in der Sonne gelegen ist. Keine Ahnung. Der nächste nordische Gott, der als Endgegner im nächsten Sequel kommt, kann nur einer sein, der Erling Braut. Heute reißt's das aber wieder gescheit. Dieser Ort muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja, das sieht gut aus. Da hinten ist eine Truhe, ich hab's genau gesehen. Der Boden. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Ja, da der Heavy halt wahrscheinlich, da der wo so aufblitzt. Vielleicht hilft das Rätsel. Runen. Jetzt kann ich's lesen. Sehr gut. Die Runen. Eine Rätselantwort für die Sandschale. Da steht Freiheit. Probieren wir's. Wie lautet das Rätsel? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich hier gekannt. Keine Ahnung, was ein Joch ist, aber zum Rest passt Freiheit.
Cool Story, Bro. Ich möchte aber trotzdem wissen, wie auf die Truhe ja, da geht's oben. Da geht's auf jeden Fall nicht zu der Truhe. Wir haben mit den Affen verwandt, vielleicht sogar selber welche. Sozusagen ist der Mensch der wie die Onkel, der auf die Familienfeind zu eskaliert. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Eher die extravagante Tante, die denkt... die wo mal pauschal... Oder die fürsorgliche Oma, die wo einfach grundsätzlich einmal 8 Kilo zu viel Essen macht für 3 Leute. Ja, gut. Ja. Aber wisst ihr, was die interessante Sache ist für heute? Oma bestimmt, wenn du... Genau, die Oma sagt, wann du satt bist. Ja? Das bestimmst nicht du selber, das bestimmt die Oma. Ist immer so. So, aber weißt du, was ich jetzt bestimme? Dass für heute gut ist. Okay? Wie es da weitergeht in dem Berg da drinnen und wie wir da in den Berg aufkommen und was auf dem Berg sonst noch auf uns lauert und was das wie es ist, das sehen wir heute nicht mehr. Ja? Das sehen wir beim nächsten Mal. Wahrscheinlich irgendwann Ende der Woche. Vielleicht. Eventuell. Je nachdem, wie ich Zeit finde. Ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger. Ich sage schon, ich brauche noch irgendeinen Cliffhanger immer. Du weißt auch nicht. Ja, gut. Gespeichert habe ich. Da machen wir jetzt mal zu. Dann machen wir da mal dieser so. Pass auf. So. Also, Ton ist nicht da, weil. Gut. So. Leute, wie taugt's? Oder hat's da sein God of War taugt, ist mir sowieso klar. Ich hat der Stream gefallen, so wollte ich sagen. Feierabend, genau so ist es. Immer noch ein paar Minuten raschen, wenn es ist. Also so tragisch ist es jetzt nicht, aber ich möchte jetzt nichts Nice, Großartiges nicht anreißen, weil wir das sowieso nicht durchbringen. Ist schon nice zum Anschauen, ja, ich glaube auch. Ich glaube, God of War zum Zuschauen, also gerade das neue God of War, glaube ich, ist sehr interessant, weil das sehr, sehr storylastig ist. Ja? Also noch storylastiger wie die vergangenen Teile. Ist super, ja, macht Spaß. Sehr gut. Genau das ist genau das, was ich hören möchte. Wie schon wieder aus? Du, ich bin seit viel über 2 online. Du weißt, dass unter der Woche streame ich nicht lang. Zumindest im Sommer nicht. Mehr Background-Wissen war schon wirklich, machen wir nicht verkehrt, müssen wir einen Dampf hören. Das tut mir wirklich leid. Mich darf es ja selber interessieren, aber ich sage in die nordische Mythologie wirklich null ein. Ich kann halt nicht sagen, wer von wem stammt, wer. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass der Odin der höchste Gott ist, dass ein Odin sein Sohn der Thor ist. Es gibt noch 2, 3 Gestalten, die kenne ich, aber auch nur durch die Avengers-Filme. Aber sonst schon auch nichts. Das ist einfach das Problem. Ich kann nicht zu der nordischen Mythologie leider wirklich nichts sagen. Bei der griechischen Mythologie ist es nicht so dramatisch, da weiß ich ein wenig etwas. Aber nordische Mythologie ist null. Ich kenne mich null aus, leider. Nein, also ich hab's eh nicht falsch verstanden, um Gottes Willen. Keinesfalls, alles gut. How to nordische Lore für den Bazi. Ja, Okay, genau, wahrscheinlich. ihr 3. Oh mein. Cookie, was tust denn du schon wieder zum Feierabend? Hab ich dir, merci für deine... Cookie, du Vollgasnarischer. Erst einmal danke dir für deine 3 verschenkten Subs an die Aurelia Wolf, an den Mac und an den Angel Dust. Leute, willkommen in der Bazi Gang, viel Spaß mit den Emotes. Danke dir, Cookie. Und außerdem nochmal merci für deinen Resub im 6. Monat. Hey, Alter, ist alles fit bei dir? Wie geht's dir denn? Alles fluffig, flauschig bei dir. Geschubst. Geschubst, ja, genau, so. Danke dir, Optio, für deine 69. Alles fit bei dir, Cookie. Wie geht's dir? Wobei der Price und der YBO müssen auch gut im nordischen Game drin sein. Der YBO kann das auch wissen. Ja. Der YBO, meine, hat er damals bei God of War recht viel Background-Infos zu den Göttern und zu den ganzen Zusammenhängen gehabt. Beim Dampfi weiß ich es gewiss, aber der YBO, meine, war auch da recht gut. Der war da auch recht gut bewandert. Jetzt habe ich die Ehre, grüß dich. Vielleicht könnt ihr mir einen Shoutout für Mr. Cookie machen. So, danke dir. Leute, schaut's bitte mal beim Cookie vorbei. Ist ein bayerischer Streamer-Kollege von mir. Spielt allerhand unterschiedlichen Stuff. Neuzeit-Titel, Retro-Titel,
haben wir schon das eine oder andere Mal miteinander Mario Kart gespielt. Unbedingt einmal draufschauen, wenn ihr noch nicht kennt, und nochmal Following da lassen. Bitte, Dankeschön. Okay, das ist ja das Mindeste, ja. Wenn du da so mit Support einflext, dann kann man auch mal einen Shoutout machen. So ist es jetzt wirklich nicht. Was? Habe ich jetzt da die Marschall überlesen oder was? Nein, habe ich nicht. Ich schleime mich mal hinfort, noch ein bisschen was erledigen, schönen Tag euch noch. Wifi, danke dir wie immer fürs Zuschauen, du weißt das wie es ist. Hab noch einen schönen Restfeiertag, okay? Dankeschön. Ja, so. Als nächster Stream wird es auch aller Voraussicht noch, also ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass der Termin steht, das ist der Mittwoch um 17 Uhr, da machen wir mit der Hardcore-Nuzlocke weiter, da wird es ein bisschen dezent intensiver als wie gestern. Gestern war es ja relativ entspannt. Machen wir dann am Pyroberg weiter, machen wir im Magma-Versteck weiter. Da haben wir, glaube ich, 2, wenn nicht sogar 3 Bosskämpfe. Das wird wieder sehr, sehr schwitzig. Aber wird mir mal hinbringen, okay? Soviel zum Mittwoch und habe ich vorher schon angekündigt oder halt schon mal erwähnt, ist zu 90% sicher am Sonntag um 1, glaube ich, ja. Sonntag um 1 machen wir nochmal eine zweite Episode mit Ghost Exile, mit dem Mr. Saijing und mit der Frau Marschall. Wird bestimmt auch absolut zauberhaft. Oder wieder zauberhaft, ja. Also haben wir auf alle Fälle noch 2 Streams die Woche. Also 2-mal live können wir durch normalerweise auf jeden Fall noch. Da müsste schon schief gehen, dass das nicht funktioniert, aber so hätte man normal so fest so eng hin. Du musst bis zum Release vom zweiten Teil durch sein, Alter. Das schaffen wir leicht. Also ich sage einmal, God of War kriege ich bestimmt bis Mitte September durch. Also da brauchen wir, also bis November allerweil. Also da tun wir überhaupt nicht runter. Ich bin schon richtig gespannt auf den zweiten. Also ich kann es kaum noch erwarten. Solange es nicht so läuft wie beim Garados-Kill, da lief es richtig gut. Ja, der Garados-Kill. Der tut mir jetzt... Du musst wieder in die Wunde reinbohren. Diesmal hoffentlich besser. Ja, diesmal schrauben wir die Schwierigkeit ein bisschen in den, dass es ein intensiver wird. Er ist wahrscheinlich mehr zum Leidwesen für mich als für eng zwar, aber... Der Content halt, ne? So, ja, das gehört ja dazu. Es merkt sich selber, wenn er mal in die Hosen knädelt, ja? So ist es ja nicht. Inklusive dem Fangfell, ja, der tut mindestens genauso weh. Wisst ihr, was das Lustige ist? Garados ist jetzt tot, ne? Ist ja bekannt. So, und ich hab mir jetzt heute in der Früh noch ein bisschen auf der Route da unten umgeschaut, da wo wir gestern den letzten Encounter gefangen haben. Und was habe ich gefunden? An Garados nicht. Sad Story, Bro. Können wir leider nicht mehr verwenden. Na gut. So, jetzt schauen wir mal, wer ist irgendwer live. Jetzt müssen wir mal schauen, wer live ist. Zabi ist eh noch live. Zabi ist noch live, das ist gut. Garados, was? Mr. John Siege, falls du noch nicht gesehen hast, Garados ist tot. Wobei, du warst doch gestern da, du müsstest das eigentlich sehen, ob das Garados hieß, oder nicht? Du hättest eine kleine Trilona. Ja. Meine Sprachfehler kicken schon wieder. Ich hätte eine kleine Tiroler Streamerin, die Zelda spielt, falls du wen suchst. Du kannst mir... Du kannst mir gern... Ja, schick mir mal den... Schick mir mal schnell den Namen von der Person. Es schadet wahrscheinlich nie, wenn man einmal neue Leute kennenlernt. Auf nach Tirol. Zum Anton. Leona, Trilona, da ist dasselbe. Alles dieselbe Theken. Da im Chat, ja, kannst da im Chat reinhauen, kannst mir in Discord schicken, bis du lieber ist. Billinger, habe die Ehre. Tirol ist bei mir ums Eck, bin ich gleich drin. Ja, da habe ich ein wenig weiter tatsächlich. Da habe ich tatsächlich ein bisschen weiter. Chaos! Wisst ihr, was ich jetzt gelesen habe? Ich habe jetzt Chaos geil gelesen. Der Price auch, okay. Ich bin immerhin nicht der Einzige, der das jetzt so gelesen hat. Chaos Geli, okay. Du hast sogar auch Chaos geil gelesen. Okay, nice. Gehen wir zu Chaos geil. Okay, pass auf, ich schau mal.
Ich schau mir die Person einmal schnell kurz an. Die redet einen zauberhaften Dialekt. Dialekt ist ja schon mal, das ist schon mal eine sehr gute Geschichte. Jetzt passt's auf. Und sollte mal schauen mal, gell? Ja, Leute, das nehmen wir. Die hat. Ja, das nehmen wir. Zelda geht eh vorbei, hab ich mal gehört. Später gucke ich ja übrigens momentan Zelda Breath of the Wild. Zelda ist, glaube ich, für einen Feiertag auch ganz zauberhaft. Das nehmen wir. Ich freue sich bestimmt, Leute. Wir gehen mal zu Chaos Gelly. Weiß ich nicht, wie man es ausspricht, ist eigentlich auch völlig wurscht. Mundart-Streamer, okay, Mundart-Streamer haben immer gut. Mehr Mundart-Streamer auf Twitch ist mehr gut, habe ich gehört. Ja, nächster Stream Mittwoch, habe ich schon gesagt. Leute, wer noch nicht so lange dabei ist oder vielleicht noch nicht dabei ist, kommt gerne mal auf meinen Discord-Server, Ausrufezeichen Discord, kommt einmal in der Woche mindestens eine Ankündigung, wann ich was, wie und sowieso stream. Ja, Uhrzeit, Ort ist eh klar, Space, meistens auch klar. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ja, falls du noch nicht gefollowt hast, follow gerne mal, kostet nichts, hilft mir schwer. Wir gehen auf 160 Follower zu. Ist eigentlich absoluter Wahnsinn an der Stelle. Ja? Danke dafür. Eigenwerbung endet. Wie Ort ist klar. Ja, Twitch, meinst du, dass ich auf TikTok stream oder was? Mein Motzog, also mach mal. Ich weiß es auch nicht. So, Freunde, in diesem Sinne, alle noch einen schönen, zauberhaften Montagabend. Für die Leute, die noch einen Feiertag haben, einen schönen Feiertag. Für die Leute, die heute arbeiten müssen, haben einen schönen Feierabend. Okay? Macht's einen gemütlichen Abend. Wir hören uns dann Dienstag wieder. Dienstag 17 Uhr. Mittwoch, Entschuldigung. Mittwoch 17 Uhr. Bis dahin habe ich die Merci für den Support heute wieder. Bin für heute raus. Ich gehe jetzt dann speisen. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut's euch rein. Pfiat euch. Und viel Spaß bei der Chaos Geil, ne? Versteht's den Witz? So fertig.